Servus Leute, zu einem neuen Vlog bei Strahlemanski. Ja, und es schaut zurzeit mit dem Mopedfahren nicht gut aus, muss ich sagen. Wir haben gerade minus 2,5 Grad. Na, was hin, fahren wir mal runter. Und wenn es zwar eine spätere war, aber fahren wir wegen das Altmühltal. 60 einmal wegen was, Autobahn ist doch langweilig. Ja, Motorradfahren lässt noch ein bisschen auf sich warten. Hat gerade aktuell, die Straßen werden trocken, muss ich echt sagen. Leider gerade keine Zeit. Sonst wäre ich vielleicht sogar schon mal eine Runde gefahren. Seht's, total salzig alles. Minus 2,5 Grad hat es gerade. Als ich losgefahren bin, hat es minus 3 Grad gehabt. In der Früh, wie ich aufgestanden bin, minus 5. Also es ist frostig. Und deswegen geht leider mit dem Mopedfahren zurzeit nichts. Meine Batterie ist jetzt auch leer. Der erste Winter, wo man die Batterie abspackt, also jetzt muss ich die auch mal wieder aufladen. Ey, Mann, oh Mann, das habe ich noch nie gehabt, dass mir über den Winter die Batterie in der Garage entladen hat. Oder einfach durch die Kälte. Ja, ich habe es ja immer laufen lassen, heuer alles ein bisschen anders da. Habe es nicht so laufen lassen. Ja, jetzt springt das Moped nicht an zur Zeit. Also muss ich jetzt dann auch mal wieder echt aufladen. Ja, meine Elternzeit ist verlängert worden durch den Winter, gell. Am Bau geht auch nichts. Deswegen hätte ich jetzt auch Zeit zum Moped fahren. Und ich bin ja bei so Witterungen, minus 3 Grad, haben wir schon immer mal wieder kleine Runden gefahren. Also ist das schon okay. Und nicht bloß in der Stadt, wie es manche andere, die bloß in der Stadt umeinander gucken mit 50. Was ist denn jetzt behupt? Hupen geht, probiert das Licht. Mann. Also Mopedfahren geht zurzeit leider gar nichts. Also müssten wir jetzt einmal machen. Aber dafür haben wir ein bisschen andere Projekte. Ach, was ist denn da wieder los? Was ist denn da? Baustelle. Das ist auch so ein Job. Mitten auf der Lanze der Autobahn. Ach komm, leck mich da mal, oder? Ja, der Michel, der hat sein RS, ja, der ist schon ein bisschen gefahren. Der hat die Stunde ganz genutzt und ist einmal auf den Bock gestiegen. Bei mir hat es leider nicht hingehauen. Aber bei mir war es dann richtig Scheißwetter. Da war es bei ihm eigentlich schöner. Und jetzt hoffe ich, dass einmal wärmer. Ich hoffe mal, dass was ganz anderes kommt. Ich habe euch einmal gesagt, dass eventuell ein Vlog aus dem Bulldog kommt. Das wird jetzt leider nichts mehr. Nämlich aus folgendem Grund. Ich habe nämlich den Job gekündigt, wo ich da gemacht habe. Was ist Job? Ja, schon Job. Keinen Bock mehr gehabt auf den Mist. Muss ich ehrlich sagen, ist mir ein wenig gegen den Strich gegangen. Deswegen, ich hoffe, dass einmal ein anderer Vlog kommt. Vielleicht beim Langlauf. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen kann, weil beim Langlauf, ja, habe ich eigentlich schon gar keine Puste mehr zum Reden. Ich bin froh, dass ich vorankomme. Aber nichtsdestotrotz. Oder es kommt vielleicht ein Moped-Vlog. Müssten wir mal schauen, was da mal los ist. Ja. Ja, und die, wo vielleicht auch Nachwuchs bekommen haben mit der Sache Elterngeld. Also wenn es zu denen einen Antrag schickt, schickt es lieber mehr hin wie zu wenig. Also und passt einmal auf, habe ich auch gar nicht gewusst. Habt ihr gewusst, dass es dreierlei Geburtsurkunden gibt? Habe ich auch nicht gewusst. Du kriegst 3 Ausführungen mit und auf jeder ist eine andere Betreffzeile drauf. Kommt ein Brief zurück, das ist auch der Hammer. Die schauen wahrscheinlich Unterlagen durch. Oh, eine Unterlage passt nicht, okay. Schreiben wir gleich einen Brief, das soll ich da nochmal nachreichen. Und dann legen die Akte wahrscheinlich auf die Seite. Und dann wird das erst weitergemacht, wenn du das wieder eingereicht hast. Und dann schauen sie wahrscheinlich wieder bis zum nächsten Punkt. Oh, da fehlt wieder was. Schick mir wieder einen Brief hin, das soll ich noch nachreichen. Das Komische ist, gut, das mit der Geburtsurkunde, das habe ich nicht gesehen. Mein Fehler, sage ich jetzt einfach mal. Oder ist einfach korinthenkackerhaft, muss ich echt sagen. Egal, ist eventuell mein Fehler, brauchen wir nicht reden, ist halt so. Aber dann steht drin, sie wollen die Lohnsteuerbescheinigung, die elektronische, von 2016 oder 2017
für einen Lohn. Okay, kein Problem. Schick mir mit. Schickst du mit, kommt der Brief zurück, langt nicht. Aber warum steht es dann drin, dass langt, dass ich das mitschicken soll? Wenn es dann doch nicht langt, er schreibt halt gleich nicht, dass die Lohnabrechnungen braucht für das Scheiß berechnen. Also Lohnabrechnungen alle eingepackelt hingeschickt. Dadurch, dass ja ich ein Kleingewerbe habe mit dem YouTube-Zeug, da muss da noch ewig viel ausfüllen. Echt wirklich schon lachhaft, möchte ich sagen, was die alles verlangen. Aber du musst das machen, hilft nichts, sonst kriegst du keine Kohle. Also lieber Leute, schickt von die Lohnzettel von den Geschmarri, schickt ihnen die Lohnzettel einfach mit den Ratz, dass sie es haben, auch wenn sie ein bisschen mehr erfahren, dass die ja wirklich alles berechnen können, dass du Ruhe hast, weil sonst kommen da wieder 100 Briefe zurück, dann sollst du nicht nachrufen, wie lange das noch brauchen. Ich muss sagen, von der Bearbeitungszeit von meiner Frau ist eigentlich relativ schnell gegangen. Ich glaube, ja, wann ist der Bescheid gekommen? Ich war jetzt 4 Wochen, naja, 5, 6 Wochen haben schon gebraucht. Gut, ich habe aber, nein, sorry, stimmt nicht, ich bin 4 Wochen daheim gewesen, Elternzeit, habe aber natürlich nicht sofort den Elterngeldantrag wegschicken können, weil ich noch nicht alle Unterlagen gehabt habe. Also ich denke, ja, 4 Wochen haben schon gebraucht. Mit hin und her schicken für meine Frau. Meiner ist noch nicht durch. Also bin jetzt gespannt, ich habe dann angerufen und gefragt, was ich da machen soll. So und so und so. Dann sage ich, ja, ich habe da damit gar keine Arbeit. Weißt du, das ist ein Hobby. Da wenn ich ja wahrscheinlich im Monat einmal eine Stunde habe oder 2, dann ist vielleicht alles dabei. Ich komme da immer drauf an, wie ich Bock habe, Videos zu machen. Und gerade in den 4 Wochen, wo ich Elternzeit gehabt habe, habe ich eigentlich gar kein Video gemacht. Also, ja, aber das wollen sie halt alles wissen. Deswegen hilft das nichts, deswegen werden wir das so machen. Ja, so ist halt das mit denen. Und jetzt bin ich ja gespannt, wann das einmal durch ist bei mir. Und wenn es dann endlich Kohle gibt, und dann hätte ich gesagt, wird das schon. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, sage ich jetzt Servus aus dem Altmühltal in Kipfenberg. Haben wir jetzt bei den Gorsenhenker. Der, was nicht weiß, sind wir bei den Gorsenhenker. Oh, da mir die Arbeit drin. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, ein Abo, das würde mich freuen. Ja, rühre ich mal da hinten, genau. Ja, also, Daumen nach oben, der Abo, jetzt hat er mich rausgebracht. Hätte ich gesagt, wir sehen uns das nächste Mal. Servus, habe die Ehre, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.